Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Pokémon Legends, yay, hoffentlich ohne Lags, ne? Aber letzte Folge sah soweit gut aus, wie ich gesehen habe. Ja, ich muss mich nochmal entschuldigen, ne? Für die jetzt letzte Folge nicht gesehen haben. In den letzten Folgen vielleicht zuvor auch nicht. Ja, Folge 40 bis und mit 49 waren leider laggy, zum Teil nicht die ganze Zeit, Gott sei Dank. Keine Ahnung, was OBS da geritten hat, weil eben Zuge mit Arno und so mir halt eine neue Grafikkarte besorgt, auf einen alten Rechner. Entsprechend OBS umgestellt, es hat alles funktioniert gehabt und dachte, ja, wenn es jetzt klappt, wird es mit Elgato auch klappen. Aber nee, Elgato wollte das nicht und ja, deswegen diese Lags zum Teil. Naja, soweit dazu. Ich muss mal ganz kurz mal gucken. Letzte Folge waren wir in Rankkämpfen unterwegs, ne? Ja, Rankkämpfe sind immer so eine Sache, ne? Aber wegen Spoilergefahr, wegen neuen Megas und so. Naja. Hat aber soweit alles ganz gut geklappt. Ich muss sogar zugeben, ich bin froh, dass gewisse Pokémon nicht zu sehen waren. Ne, gerade so irgendwie mit Ranked Season 3 kann man ja auch legendäre Pokémon einsetzen. Und da bin ich echt erstaunt, dass sie so wenig unterwegs waren. Das hat sich geändert, ne? Muss ich ganz kurz noch erwähnen. Okay, die 3 habe ich schon. Ich will nur ganz kurz gucken, ob es irgendwas gibt. Genau, weil ich habe mit Wald noch mal ein bisschen gezockt, ne? Inzwischen bin ich Rang F. Und da bin dann doch ein paar der Pokémon begeben, wo ich sage, da hätte vielleicht ein bisschen Spoilergefahr bestehen können. Also für mich selber jetzt nicht wirklich, weil ich war so aufs Kämpfen fokussiert, habe das Teil gar nicht mehr richtig mitbekommen. Ja, so dazu. Dann gibt es noch was anderes, ne? Wir können nämlich noch hier etwas abholen. Das kann ich jetzt einfach mal so onscreen einfach eintippen, weil das kann jeder machen. Ist nichts Besonderes. Irgendwie Preparing soll das bedeuten, angeblich eine Vorbereitung fürs DLC, ne? Ja, das ist so eine Sache, ne? Das DLC, was viel früher kommt, als ursprünglich angekündigt. Manchmal kommt es zu früh. Also wenn die Folge raus ist, ist das DLC auch schon längstens raus. Ich werde es einfach halt im Ansatz zocken. Also sprich, sobald die Story soweit durch ist, kommt halt das DLC dran. Ich lasse mich jetzt auch nicht stressen, dass ich irgendwie sage, ich mache halt 2 Folgen pro Tag und so mit hinterherkommen, um Gottes Willen. So, ein neues Pokéball-Set geben, ne? Nö. 10 Überwälle, okay. Soweit dazu. Dann, Freunde, haben wir wie bereits erwähnt, das Ding durchgemacht, also ein bisschen gezockt, ne, online und natürlich neue Items bekommen und dann ein paar neue Bälle auch. Zum Beispiel einen Mondball gab es unter anderem, hier und da ein paar der speziellen Bälle. Es gab natürlich auch viele Sondermoments, liegt mir am Arsch, aber mittlerweile viele. Und es gab, neue Megasplitter auch, ja, neue Silberkornkorken, die wir eingesammelt haben. Natürlich auch hier ein bisschen Kohle, also in Form von Nuggets, ist klar. Und auch den neuen Megastein, den Brigaronit, endlich. Das ist erstaunlich, ich habe bisher Brigaron online noch nie gesehen. Pokémon wie Lucario, gut auch eher seltener, aber so wie Gyarados, Metagross, auch Stalos, ne, unter anderem, Stalobor, sind solche, die du immer siehst, oder fast immer siehst, also wirklich sehr, sehr oft. Gardevoir irgendwie auch, aber jetzt haben wir ein bisschen häufiger gesehen. Aber die Kalo-Starter kaum. Also ich habe immer ein bisschen mit Phenexis und Quatschutz gekämpft. Aber ja, relativ wenig los, ne? Übrigens, genau. Quatschutz, muss ich ganz kurz zeigen. Hier unten ist übrigens noch mein Team für, naja, Team-Dinge halt. Nein, für die Ranked Season, die ich jetzt mal genutzt habe. Also einfach verschiedene Teams gebildet, ne, aus diesen 6 Pokémon. Ich habe Quatschutz wieder ein mäßiges Wesen gegeben, weil das andere hat gar nicht geklappt. Ne? Also die Initiative hoch ist zwar cool, natürlich nicht wesentlich schnell angegriffen und der Spezialangriff war so schlecht, da hat gar nichts geholfen. Also er ist auch jetzt noch ein bisschen betröppelt. Da geht natürlich noch ein bisschen mehr, ne? Vor allem mit EVs und so muss ein bisschen was machen. Mit DVs dann auch, oder IVs, je nachdem. Naja. Was ich auch gemacht habe, ist mittlerweile ein Schnäppchen-Team, weil ich gesehen habe, hey, es ist ja weiblich und ein Frostjet, dachte ich mir, so ist das ganz cool, ne? Ansonsten, ja, auch hier zum Beispiel jetzt Gardevoir wieder mehr mit dabei, aber auch überlegen, ein bisschen mehr zu trainieren. Galagladi eigentlich auch und ja, mit unten natürlich hier auch ein paar neue Wesen verteilen und so. Das ist klar.
Machen wir jetzt mal für diese und vielleicht nächste Folge noch ein neues Team, weil die will ich für die Ranked Battle noch ein bisschen behalten. Und wie gesagt, ich bin erst auf Rang F, sagen noch nicht auf Rang A bin. Also Problem ist, wenn ich jetzt diese verschieben, dann verliere ich hier mein Ding, mein Kampfteam, die hier oben. Da ist so bescheuert, sobald du hier die Position der Pokémon änderst, verschwinden auch die Kampfteams. Keine Ahnung, was die Entwickler dabei gedacht haben, aber egal. Dann mal gucken, also ich auf so ein Team gerade mal so spontan bilde. Eben, da kann man sie unten. Schon gewundert. Pupita kann man mitnehmen. Stollos eigentlich auch. Warte mal, Durengard. Dort, also mal hier. Da wird ein gewechselt mit Stollos. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, was er dann noch. Doch, Gardevoir mit Mondgewalt ist gut. So. Warum ausgerechnet jetzt das Team? Weil wir haben einen harten Gegner vor uns. Dazu gleich mehr. Was machen wir? Schnäppke. Soll da noch irgendwas geben gerade? Für ein Item? Denn, ja, ich war halt oft noch ein bisschen unterwegs auf Dächern und so, weil ich auch dachte, hey, ich gucke mal nach besonderen Pokémon. Ne? Denn wir wissen, es gibt so ein paar Pokémon, die gibt es nur auf Dächern. Wie zum Beispiel Absol, Lavita und so. Und es gibt noch ein Pokémon, das ich entdeckt habe, wo ich mir dachte, ja, das Vieh, wenn ich das jetzt schon mal entdeckt habe, dann muss ich dann mal kurz warten, ne? Warte mal. Gar keine Wachensteine mehr. Ups. Wir haben für Galagladi gebraucht, stimmt. Oh, Mist. Ich hoffe, ich finde nochmal irgendwo einen. Oder kann noch irgendwie einen kaufen, ja, so schlecht. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich keinen Bock missbaue. Genau, dir fehlt das harte Wesen noch, okay. Anders auf die Schnelle, immer heller. Ich muss noch ein paar Hartminzen kaufen. Genau, wenn ich mal hier bin, dann bei Pupil haben wir es gesehen, oder? Bin gar nicht mehr sicher. Ja genau, das ist derselbe Mist wie hier. Prigaronit. Vielleicht die Movesets von ihm gar nicht mal so schlecht. Ansonsten geht es natürlich heute natürlich auch wieder ein bisschen mit Story weiter, ne, ist klar. Aber nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt hier die Dinger. Nicht nur, wollte ich sagen. Hallo? Was ist eine Hartminze? Hier. Und dann haben wir noch Laschminze, die brauchen wir sowieso kaum. Eine Ruhigminze, verstehe ich nicht wofür. Die Frohminze war eigentlich für Galagladi bestimmt, ne? Okay. Dann passt es soweit. Jetzt, wenn ich natürlich schon mal dabei bin und mit Prigaron und so ein bisschen losmarschieren will, kann ich noch ein paar Bonbons verteilen. Ja, die Essdinger bringen eigentlich nicht mehr so viel, ne? Bescheiden ist das richtige Wort, wir sitzen mit den Emmern aus, hier bei Prigaron zum Beispiel. Okay, die bringen doch noch was. Das letzte noch hier hinten bei Gardevoir. Muss ja passieren. Dann machen wir bei Prigaron noch ein paar. Sonderbar, sind nämlich gerne ein paar mehr. Aber mehr. Okay, das sieht schon mal gut aus. Kann ich bei dir, wenn ich schon dabei bin, noch ein bisschen Protein geben? Jo, Karl Plus kann glaube bei Prigaron einschaden. Ja, der hat ein bisschen Power. Also ist die Frage, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, das war klar, ne? Dinger schon verbraucht alle. Die EVs, sollen wir mal reingucken. So. Ja, Karpenangriff, da sind wir und würde sagen auf dem richtigen Weg. Ne, Prigaron braucht schon das. Karpe ja neben Spezialangriff und hier muss man noch ein bisschen gucken. Bei Turtok auch. Okay. Die Movesets. Was haben wir so? Holzhammer. Schon eine Kugelsaat. Durchaus. War natürlich eine lange Aufladezeit, ne? Nahkampf. Oh yes.
Den Rest würde ich mal so lassen. Ja, auch Donnerschlag finde ich gar nicht mal so schlecht bei ihm. Hat eh nichts verändert. Bei Pupita würde mich wundern, dass da was geändert hätte. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen Bonus dafür einsetzen. Bei Schnäppke. Ja, eigentlich eh warten, weil ich will Schnäppke ja zu Galagladi entwickeln, ne? Galagladi. Was die? Doof, Mann. Kann mir den Ding eigentlich auch sparen. Wenn er keinen richtigen Stein habe, ist sowieso doof, ne? Wenn das Team gefällt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Er muss ein bisschen ausprobieren, ne? Okay, ich gebe noch ganz kurz hier, was? Die Minze und dann zeige ich euch, was ich auf den Dächern entdeckt habe. Denn wusstet ihr, dass es auf den Dächern, nebst so Pokémon wie, okay. Man kann Galagladi natürlich auch mit dem harten Wesen spielen, ne? Aber da hat mal versucht mit dem Join-Wesen, also nicht Joy, sondern so. Wisst ihr, was hier oben auch gibt? Ja. Dratini, beziehungsweise Dragonier. Hier an der Stelle. Restaurant Solala, ne, bei Wildsektor 11. Hier gibt es eigentlich immer Dratini auf dem Dach. Jetzt kommt der Witz in der Sache. Oh, die Schraube ist hier, okay. Die Schraube ist noch hier. Die Witz in der Sache ist, wo ich hier zum ersten Mal hinkam, waren Elite Dratini. Ne, Tag war plötzlich Elite Dragonier hier. So, und das will ich natürlich jetzt gerne fangen, ne? Generell auch fürs Team und so, ne? Finde ich jetzt einen Dragonier, Dragoran sehr geil. Die Frage ist, was für ein Ball? Eigentlich müsste ein Flottball sein, rein von der Farbe her. Ich fände irgendwie auch einen Levelball, aber so ein Tourball fände ich auch geil. Also neben hinhauen. Ist nicht schön, wäre es ein Shiny wäre, ne? Dann wäre es nochmal ein anderes Thema. Elite Dragonier, das wäre mich sowas von zerstören. Eigentlich wäre auch so ein Tauchball geil, ne? Stimmt, ich weiß ja warum. Also klappen wir jetzt nicht, ne? Da kann ich mich schon mal wieder verabschieden von dem Traum. Aber trotzdem cool gewesen. Machst du mal was oder wie? Das ist eine bescheuerte Stelle hier oben. Jetzt reicht's. Megamorph! Mega Brigaron. So, jetzt will ich mal gucken, was der... Hallo? Wie sehe ich deine Stats jetzt nicht? Geht gar nicht so, okay. Level ist nicht ganz so geil. Oh, bin gleich tot. Der natürlich nicht ganz so geil. Für mich zumindest nicht. Was mache ich da? Warum haben wir das eigentlich vorher nicht gewusst? Das wäre einfacher gewesen. Und geht eigentlich immer noch auf mich los, einfach mal wissen. Frechheit sowas. Ich hätte irgendwie gerne Schwächen, wenn ich ehrlich bin. Die anderen gucken einem nur zu. Denken sich auch, du, was macht der da? Mann, wieso trifft er mich? Oder sie, Entschuldigung. Ein weibliches Dragonier. Das Vieh haut doch garantiert ab, wenn ich jetzt da... Oh. Mega schon vorbei, ne? Doof.
Ja, optisch wäre der Ball halt eigentlich schon cool, ne? Mann! Der bringt mir da nicht so viel. Nacht ist auch nicht, wenn du eine andere Variante gewesen. Was zum... Ich will jetzt nicht mal denselben Hyperball nehmen. Na toll. Ah, ich würde das Vieh gerne fangen, Freunde. Was mache ich bloß? Ja, ist ja gut, meine Güte. Das war hartnäckig, ne? So ein Elite-Pokémon. Das Problem ist, ich will es nicht besiegen, ne? Oh, das sauer geht sowieso nicht. Ja, eine tolle Folge, genau so habe ich es mir vorgestellt. Jetzt kann ich wieder Durengard rein switchen, bringt eh nichts. Was mache ich jetzt? Sag mal, ich habe das schon anvisiert. Ich will die Timerwelle schmeißen. Okay. Aber trotzdem, es ist nicht der Ball, den ich wollte. Ja, es ist ein Elite-Dragonier. Es ist natürlich ein cooles Pokémon, ohne Frage. Vermutlich, vielleicht, wer weiß. Machen sie überhaupt? Also. Eher klein, ne, für ein Elite-Pokémon. Sind Dragoniers hier so klein? XL, ne, würde eigentlich schon stimmen. Ach, Dragonier, du machst mir Sorgen, ey, Junge. Das war kaum brauchbare Attacken, das war klar. Ja. Aber ey, immerhin ein Dragonier, du hast uns jetzt aber Nerven gekostet. Junge. So, was machen wir da? Ja, doch, so. Und dann irgendwie... Filter, war mal Filter? Fischaugen, nee. Das zählt auch nicht. Sättigung, Retro. Retro. Kalt. Also kommen wir gerade vor.
Das passt auch gut. So, Dragonier, willkommen im Team, im Dream Team. Das ist gut, da kommt es noch drauf an. Ne? Erstmal kommst du hier hin, weil du bist ein Elite-Viech. Oh, Junge. Ja, vielleicht sehen wir bald schon weitere Dratini und KKG. Wir werden sehen. So, was mache ich jetzt hier? Das. Okay, dann nochmal kurz Lucky machen. Jetzt sonst aus den Teams, ne? Also Bregeron, Turtok, Durengard, Gardevoir. Eigentlich soweit gesehen hier ein gutes Team. Dann haben wir da hinten diejenigen, die noch ein bisschen trainieren will. Boah. Halt doch mal mit, ne? Gut. Also wie gesagt, ne, hier oben gibt es offenbar sehr viele von den Viechern. Ob die immer da sind, aber jetzt auch keinen Plan. Aber rein keine Sidequest schon gemacht. Mega Militalis, ja, das ist klar. Chefruhm und Homagen Himmelskämpfe. Ja, da waren ein paar mehr Flug-Pokémon, genau. Vielleicht dann mit Dracuran, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich mal hier hingehen, zum Corrosio-Clan. Gute Preise, gute Besserung. Vielleicht mit den Megasplittern nach vorne, nach hier hin. Was für eine Folge, ey. Kann ganz kurz gucken, Donnerschlag, der Hydropumpe. Auch hier Gardevoir, natürlich jetzt Feuerattacken drauf, da ist auch cool. Ja, da kann man machen, ne? Dazu mal switchen. Bregeron wird sicher auch ein Part an dem künftigen Kalos-Team sein. Ne? Also ein Team, das nur aus Kalos-Pokémon besteht. Da hatte mir so den 3 Kalos starten, logischerweise, mit der Mega-Entwicklungen, plus ziemlich sicher Naturengard und eben noch 2, 3 andere. Aber gar nicht so viel, ne, wie ich dachte. Finontorit, okay. Dann wird sogar noch fehlen, ne? Ja, dann warte mal noch. Ich weiß natürlich nicht, was ich als nächstes noch hier für neue Megasteine kriegen würde. Und dann warten wir besser, ne? Es gab irgendwie diesmal online nicht so viel Megasplitter, Mann. So, wo war jetzt ja eigentlich die Steinboutique? Okay, der war hier unten. Dann gehe ich mal hier hin. Natürlich zum Fragen, ob er ein paar meiner Pokébälle gesehen hat, die ich verloren habe. Aber irgendwie auch echt fies, wenn du so einen Pokémon anvisierst und er schmeißt trotzdem daneben. Denke ich mir auch so. Junge, was ist mit dir los? So. Oh, ne, gibt echt nur hier die Steine, ne? So, hier die Megasteine, das ist klar. Kangamanit und dann die beiden Glurak-Dinger, ne? Scheibenkleister. Ah, ich hoffe, dass ich später ja mal noch Dinger kriege, ne? Weitere Entwicklungssteine, ne? Egal, also eben den Erweckungsstein, ne? Von Frostedie wäre eigentlich schon geil. Da lacht das Herz. Immerhin könnte ich mir jetzt die beiden Glurak-Dinger kaufen, ne? Oh nein, ich hab ja noch für Beeren. Oder sicher noch für Minzen. Und nein! So war es nicht gemeint. Einkaufen. Ich gucken, ob du noch irgendwas anderes hast. Noch nicht, ne? Okay. Dann, Freunde, bringt doch nichts, ne? Wenn ich irgendwie noch weiter rumgammle. Wir gehen mal zum Corrosio-Clan. Alles klar bei euch? Jo.
Also hier Pokémon-mäßig stimmt's, ne? Eben zum Teil, ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Kämpfe kommen. Als besser noch ein bisschen was mache. So, habe ich auch schon mal 50, da bin ich ja schon mal ein bisschen glücklicher. Weiß nicht, ob das hier noch großartig lohnt. Nein. Ein bisschen mehr Power kann Galagladi nicht schaden. Neue Attacken. Was hast du jetzt gelernt? Kopfstoß noch. Gesteinsattack generell nicht verkehrt, aber glaube in dem Szenario sicher unpraktisch. Teleport, ne? Eigentlich auch so eine Attacke, die vor allem online noch ganz cool wäre. So. Warum kann ich nicht schneller laufen? Hey Gibson, was geht ab? Hier ist der Boss. Jo, hier ist der Boss. Danke, dass du gekommen bist. Was gibt's jetzt? Du bist schon eine interessante Nummer. Du nimmst Aufträge auf dich, um deinen Kameraden zu helfen. Du besänftigst Megamanie-Pokémon. Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt. Vor allem aber gefällt mir, wie entschlossen und stark du im Kampf auftrittst. Deshalb habe ich beschlossen, dass eine Arbeit für uns hiermit erledigt ist. Wie versprochen, lasse ich euch alle zinsen. Das ging schnell. Aber ich habe dich aus einem anderen Grund heute her bestellt. Es ist so, ich will mir einen Kampf mit dir liefern, bei dem wir beide ans Limit gehen. Ankündigung, Aufstiegsmatch, Trainer Michael, Rang D. Er wurde festgelegt. Ravan, Rang... Er? Oh, Scheibenkleister. Tja, Ravan, du kriegst einen Kampf, ne? Wie es aussieht, bist du mein nächster Gegner und siehe Royal. Wenn das kein Wink des Schicksals ist. Sie haben es auf den Punkt gebracht, Boss. Auf dem Weg zu Rang C. Und das ist schon ein Challenge-Ticket fürs Aufstiegsmatch? Nö. Ärgerlich. Dann denke ich mal, siehe Royal ein bisschen ins Zeug und komm wieder her. Ich warte jetzt lange auf dich. Roger, Roger. Also ein kurzer Ausflug, ne? Aber ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, weil jetzt kann ich ja meine Pokémon hier gut trainieren. So, das wäre ein Pokémon. Das ist schon irgendwie wäre ein Shiny. Ja, aber mittlerweile verzweifelt, Freunde, finde ich einfach keine. Klar, könnt ihr mal richtige nachsuchen, ne? Der Münzen? Beeren. Ich hab gedacht, hey, wieso hat hier am Minzstand? Ja gut, ne, dann bringt das... Wird neue Sidequest, kriegt die Krise. Natürlich jetzt auch nachts machen lassen, ja, aber die Folge ist eh bald vorbei. Wollen wir ein bisschen betteln? Tritt ein, bring Glück herein. Das Sushi-Kampfmenü. Der erste Gang bietet ein Trio aus Käfer-Pokémon. Lass es dir schmecken. Badum. Das Pokémon die perfekte Wahl, ne?
Du Scheibenkleister. Nö. Eigentlich die beste Wahl, ne? Turtok! Was denn die für ein Level, dass sie so viel Damage gemacht haben? Ich bin ja nicht geheilt, ne, ist klar. Oh, ich darf nicht drauf zugreifen, natürlich. Weißt du was, hier. Junge, Junge. Ah, dürfen mich auch angreifen? Du kannst mich bewegen. Ja, so, das wäre ein Das ist nicht so gedacht. Komm bald wieder. Du musst mit mir einfach sagen, dass es so funktioniert. Junge, mit der Hälse oder was? Okay, es lief ein bisschen doof. Ja, ihr wolltet eigentlich die hier, ne? Aber will den hier rausnehmen. Scheiße, ey. Was mit dem Team hier hin? Weniger meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, allzu weit kommen wir nicht, ne? Das kann ich aber schon mal sagen. Aber leveln kannst du ja gut. Muss ich mal so lassen? Jo, das lief nicht ganz so gut. Prekon, du brauchst ein bisschen zu lange für deine Attacken, ne? Der Garde war sehr gut gebrauchen. Ja, das ist das Problem nämlich. Jetzt ein Pokémon wie Megane, das Gigasaga drauf hat, wäre auch praktisch, ne? Also
ich sag's mal so, mit unserem Dream Team und um Nexus herum ist das Ganze gar kein Thema. Hier haben wir noch ein Unlicht-Pokémon, also wenn ich das eigentlich alles so berechnen könnte. Aber ja, keine Chance. Sorry, da kann ich aufgeben. Da bringt nichts. Vor allem kann mein Pokémon nicht heilen, was ist das für ein Scheiß? Michael vernichtet. Tja. Wäre vielleicht Challenge-Ticket doch besser gewesen, ne? Was für ein Scheiß, ey. Ja, da brauchst du wirklich ein Feuer-Pokémon, ne, was da ordentlich reinzimmert. Für viele, sag ich jetzt mal. Da ist unser Team auch levelmäßig und so noch nicht auf dem absoluten Höhepunkt tatsächlich. Schade eigentlich, ne? Manche machen keinen schlechten Job, überhaupt nicht. Warte mal, bei Stollos, wollen wir nicht irgendwie noch andere Attacken geben, ne? Ein Eiswürfer schon da, jetzt sogar überlebt, dass es irgendwie alle Elementarschläge gebe. Na gut, Eishieb und Donnerschlag, muss man sich zusammenlegen, ob man das wirklich machen will. Schaufel eigentlich schon cool, also eine Bodenattacke, generell Erdbeben und so wäre eigentlich schon cool bei ihm. Naja. Aber wir haben es ja gesehen, ne? Es geht schon, es sind natürlich mit ein paar Risiken verbunden für unser aktuelles Team. Naja, was soll's, ne? Man kann nicht alles haben, man kann es versuchen, man kann nicht alles haben. So wie zum Beispiel auch keine Shinies kriegen, ne? Man kann es versuchen, aber man kann es nicht haben. Ich glaube irgendwie das Shiny Taubs, das ich damals verloren habe, das haben wir irgendwie verflucht oder so, keine Ahnung. Normal ist der Bogen eigentlich auch relativ groß, ne? Da muss ich ein bisschen Frust ablassen. Ja, also sind wir da hier, ne? Ja, ich kann nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Nun gut, sag was da mitgenommen, da hat es noch 2. Ich würde sagen, nächste Folge nehmen wir noch die anderen Sidequests hier mit und ansonsten ja, warten wir halt auf die Nacht, ne? Und vielleicht bis dahin online fertig, sag ich jetzt mal, damit ich auch wieder mit ins Boot nehmen kann. Ich meine natürlich Garados nicht, da ist klar. Weil Garados nehmen wir jetzt eigentlich nur online, ranked-mäßig. Obwohl die ja generell auch kein, vor allem die 3 machen schon einen guten Job, ne? Zum Großen und Ganzen. Bei Garde war natürlich jetzt Teleport noch drin, da wollte ich ursprünglich mal für Online-Dinge und so mitnehmen. Eigentlich nicht schlecht, aber generell schon, wenn es schon mega entwickelt, wenn natürlich Gedanken gut besser, ne? Ich muss so noch überlegen, ne? Dass ich allen noch irgendwie ein paar DVs erteile und so, die noch maximiere. Aber ja. Machen kann noch viel, ne? Ob es auch lohnt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber gut. Freunde, wenn man sagen darf, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit unserem coolen Brigaron. Und bevor wir jetzt hier da noch abschließen, ganz kurz schauen, was eigentlich seine Erhöhungen, Statuserhöhungen und so ausmachen, ne? Also Brigaron hat ja generell aktuell einen 150er Angriff und 43 Verteidigung, 72, okay. Sieht ein bisschen aus wie Dawn Creek, ne, aus One Piece, wenn ich ehrlich sein darf. Oh ja, da KP, ne, KP nicht, aber Angriff, Verteidigung, die gehen hoch. Junge, Junge. Oder irgendwie eher so, ne? Ist schon ein cooles Pokémon, ne? Muss ich zugeben. Brigaron, so im Carlos-Team, das macht sich was. Ich glaube sogar nicht, dass ich das Spiel nochmal neu spielen würde.
würde ich als Starter vermutlich für mich selber, also am Anfang vom Spiel Starter. Hier, da war übrigens damals das Shiny Taubs, ne? Was irgendwie sofort geflohen ist, weil ich es nicht besser wusste. Auf alle Fälle würde, glaube ich, als Anfang sowieso Kanimani nehmen als Starter. Und Prigon, glaube ich, als Kalos Starter so quasi, wie ich jetzt irgendwie für nächstes gewählt habe, ne? Dann aber halt mit Prigon. Naja. Anderes Thema, Freunde. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oh, da vorne ist eine Taube, das hole ich mir. Oder auch nicht. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.